Fangen wir an. Okay. Dobar dan. Und hallo aus Wien. Guten Tag. Wir freuen uns sehr, Ihnen heute die Wiener Photovoltaik-Offensive vorstellen zu dürfen. Mein Name ist David Tudiver. Ich arbeite in der Baudirektion Wien und bin einer der Programmleiter für die Wiener Photovoltaik-Offensive. Mein Name ist Susanne Hessler. Ich arbeite in der MA20. Das ist die Magistratsabteilung für Energieplanung. Und ich bin die zweite Programmleiterin der Wiener Photovoltaik-Offensive. Warum gibt es eine städtische PV-Offensive? Warum ist das so wichtig für die Stadt Wien? Das ist der Grund. Sie alle kennen die sogenannten Warming Stripes, also wie sich die Klimaerwärmung ist real, und in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass wir mitten in der Klimaerwärmung sind und die Jahre immer wärmer werden. Die Städte bedecken ungefähr 2% der Erdoberfläche und sind trotzdem für ca. 75% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich, und ungefähr 53% der Weltbevölkerung leben in Städten. Ja, die Stadt Wien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Das soll damit funktionieren, dass der Energieverbrauch gesenkt wird, dass Infrastruktur angepasst wird. Insbesondere soll es Infrastrukturanpassungen hinsichtlich Photovoltaik geben, und auch die Energieversorgung soll komplett auf erneuerbare Energie umgestellt werden in Wien. Warum ist das wichtig? Warum soll in Städten Photovoltaik sein, in der Stadt Wien? Das ist der Grund. Die Stadt Wien, in der Stadt Wien sind versiegelte Flächen ausreichend da. Es gibt sehr viele Flächen, die bereits genutzt werden, und es bietet sich somit an, die Flächen mehrfach zu nutzen, zum Beispiel auf Gebäuden, auf urbanen Flächen, die bereits versiegelt sind, Photovoltaik zu installieren, da es hier zu keinem zusätzlichen Flächenbedarf kommt. Außerdem sind die Städte große Energieverbraucher, große Stromverbraucher, und es macht natürlich Sinn, den Strom dort zu produzieren, wo er gleich gebraucht wird, damit nicht über weite Strecken die Elektrizität transportiert werden muss. Ja, Photovoltaik ist städtetauglich, und ist eine Technologie, die sich sehr gut in Städten integrieren lässt. Ja, deshalb hat sich die Stadt Wien im Regierungsprogramm zum Ziel gesetzt, von derzeit ca. 50 Megawatt Peak Photovoltaik bis 2025 auf ca. 250 Megawatt Peak Photovoltaik innerhalb vom Stadtgebiet zu kommen, und bis 2030 sollen es 800 Megawatt Peak sein, die innerhalb des Wiener Stadtgebietes installiert sind. Das ist eine Vervielfachung bis 2030, eine Versechzehnfachung der Photovoltaikleistung innerhalb des Wiener Stadtgebietes, und das Wiener Stadtgebiet ist ein langfristiges Umsetzungsprogramm der Stadt Wien. Ja, hier sehen Sie rechts oben die Grafik, die das Ganze noch, die Zahlen nochmal bildlich darstellt. 2020 sind wir jetzt, innerhalb der letzten 15 Jahre wurden insgesamt 50 Megawatt Peak innerhalb der Stadt installiert, und Sie sehen, um wie viel die Kurve in den nächsten wenigen Jahren steiler werden soll und wie ambitioniert dieses Ziel ist. Also auch hier sehen Sie, was das in der Fläche von Fußballfeldern bedeutet und auch in der Anzahl von Anlagen. Bevor dieses Programm gestartet ist, haben wir uns in einem Programmteam überlegt, was es alles braucht, damit diese 800 Megawatt Peak, die für eine Stadt durchaus ein sehr ambitioniertes Ziel sind,
welche Handlungsfelder es benötigt, damit man das erreichen kann. Und wir haben das hier nur in einer kurzen Übersicht einmal dargestellt. Es ist also ein sehr breit aufgestelltes Programm, an dem alle Stellen der Stadt mitwirken. Es ist ganz wichtig, die Vorbildrolle der Stadt Wien, für die es auch eigene Ziele im Regierungsprogramm gibt, auch ein sehr strenges Zeitkorsett. Wir haben festgestellt, dass die also die Genehmigungsverfahren, die baubehördlichen oder auch andere juristische Regelwerke wie die Wiener Bauordnung oder andere Gesetze oft im Moment an einem großen Rollout noch hinderlich sind. Das heißt, wir arbeiten auch ganz viel auf der Ebene, Verfahren zu optimieren und Gesetze zu novellieren. Wir brauchen, haben wir festgestellt, mehr Fördermittel, damit wir die Privaten und Betriebe gut unterstützen können, wenn sie Photovoltaik ausbauen. Wir brauchen bessere Förderbedingungen. Wir vereinfachen die Förderrichtlinien im Moment gerade. Und wie das auch vorhin ein bisschen angeklungen ist, wir brauchen vor allen Dingen urbane Förderschienen. Wir brauchen Förderschienen für städtetauglichen PV-Ausbau. Das ganze Programm wird natürlich gemonitort, damit wir sehen, ob wir auf Zielerreichung sind. Aktivierung privater und Betriebe habe ich schon kurz erwähnt. Dazu brauchen wir eine wirklich breit aufgestellte, große und zielgruppengenaue Öffentlichkeitsarbeit. Das wird nächstes Jahr mit einer großen Kampagne gestartet, damit wirklich jeder von der Energiewende, die in Wien nun beginnt, erfährt und auch Teil davon sein können. Innovative PV-Lösungen brauchen Qualitätssicherung und Forschung. Dafür haben wir eine eigene Stelle eingerichtet, die schaut, dass das, was an Innovationen auf den Markt kommt und die wir ja auch brauchen, die Innovationen, auch mit unseren Qualitätsstandards zusammenpassen und dass sie auch halten, was sie versprechen. Ganz große Unterstützung erwarten wir uns, darauf gehen wir nachher noch ein bisschen näher ein. Wir wollen ein Zentrum für erneuerbare Energien aufbauen. Das ist gerade in der Konzeptionsphase. Das soll nächstes Jahr in der zweiten Jahreshälfte praktisch in Betrieb gehen und soll für alle eine erste Anlaufstelle sein, um sich beraten zu lassen, Fragen zu klären und so weiter und so fort. Ja, und last but not least, sehen wir natürlich einen sehr großen Impact auch auf die PV-Wirtschaft und vor allen Dingen auf den Arbeitsmarkt. Wir sehen jetzt schon, dass es einen Fachkräftemangel gibt und wir wissen, dass wir dort hineingehen müssen und dort investieren müssen, damit die 800 Megawatt nicht nur finanziert sind, sondern irgendwie auch errichtet werden können. Das waren die Handlungsfelder, die wir identifiziert haben, als das Programm Ende April gestartet ist und unter dem großen, also das große Ziel, das wir uns gesetzt haben, war dieser Satz, den Sie da oben sehen: Wien schafft PV-Lösungen für alle nutzbaren Flächen innerhalb des Stadtgebietes und wird Musterstadt für einen städtetauglichen PV-Ausbau. Wir haben dann in einem ersten Schritt eine Priorisierung der Flächen durchgenommen, weil wir gesagt haben, auf was wollen wir uns als erstes konzentrieren. Das ist natürlich als allererstes die gebaute Infrastruktur, das sind die Gebäude, das sind die Dächer und das sind die Fassaden. Wir wollen ganz stark auf die versiegelte Freifläche gehen, das sind Verkehrsflächen, aber auch Parkplätze, von denen wir mehr als genug in Wien zur Verfügung haben. Sonderflächen, Kraftwerksflächen, Deponien, die für eine andere Nutzung sonst nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir wollen Restflächen von Infrastruktureinrichtungen mit PV ausstatten, sei das an den Autobahnen oder an den großen Stadtstraßen, Lärmschutzwände mit Photovoltaik ausstatten oder Restflächen im Bereich der Bahn. Und dann, ja, wird es wahrscheinlich auch notwendig sein, um diese 800 Megawatt Peak bis 2030 umzusetzen, dass man auch Teile auf die Freifläche geben muss. Da gibt es einfach bei uns in der Stadt unterschiedliche Ziele, die formuliert sind. Eines davon ist, dass die nutzbare Grünfläche innerhalb des Stadtgebietes nicht unter 50% fallen darf. Das heißt, wir müssen hier sehr sorgsam schauen, welche Freiflächen wir eventuell für Photovoltaik zur Verfügung stellen. Das müssen Flächen sein, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und die einen Doppelnutzen haben sollen. Von der Flächenverteilung haben wir das uns einmal überschlagsmäßig so aufgeteilt, dass wir sagen, wir gehen heute davon aus, dass wir 500 von den 800 Megawatt Peak auf die Gebäude bekommen,
100 Megawatt Peak noch mit Innovationen an Gebäuden heben, sei es irgendwie die Fassaden, Photovoltaik oder beziehungsweise auch die gebäudeintegrierte Photovoltaik. Wir gehen davon aus, in einem realistischen Potenzial von 100 Megawatt Peak auf Parkplätzen, Parkplatzflächen oder versiegelten Freiflächen. Und wir glauben dann, dass 100 Megawatt Peak noch übrig bleiben, sei es eben in größeren Freiflächenanlagen, die eben einem Doppelnutzen zugefügt werden. Oder vielleicht erfinden wir auch oder nutzen wir auch die Donau und machen schwimmende PV. Das wissen wir heute auch noch nicht genau, was da auch die PV-Wirtschaft noch entwickelt. Ja, ich werde jetzt noch ein paar Worte verlieren über die Vorbildrolle der Stadt Wien. Die Stadt Wien hat sich auch zum Ziel gesetzt, bei diesem Thema eine Vorbildrolle einzunehmen. Das soll damit passieren, dass auf den stadteigenen Liegenschaften, also auf allen Dächern von Gebäuden, die sich im Stadteigentum befinden oder auch von der Stadt verwaltet werden, auch alle Grundstücke, die im Eigentum der Stadt sind, dass die überall dort, wo es sinnvoll und möglich ist, mit Photovoltaik ausgerüstet werden. Allein auf den Gebäuden, auf den Magistratsgebäuden, ist nur auf den Dächern in der ersten Sondierung ein Potenzial von ungefähr 50 Megawatt Peak erkundet worden. Und diese 50 Megawatt Peak nur auf den Gebäuden soll natürlich auch dazu beitragen, die Ziele zu erreichen und die Vorbildrolle der Stadt zu zeigen. Außerdem ist geplant, dass bis spätestens 2025 alle diese Photovoltaikflächen umgesetzt werden. Also wir wollen nicht bis 2030 damit warten, sondern Wien soll hier wirklich schneller sein noch und bis 2025 die stadteigenen Liegenschaften ausgerüstet haben. Auch Leuchtturmprojekte soll es geben. Das ist ganz wichtig, um zu zeigen, was Photovoltaik alles kann. Es ist so, dass zum heutigen Zeitpunkt nicht alle Leuchtturmprojekte wirtschaftlich sind. Hier ist noch die Forschung, wird noch geforscht und es gibt hier noch Entwicklungsbedarf in vielen Fällen, aber prinzipiell einmal zu zeigen, was Photovoltaik alles kann, wie gut man sie in den Städten integrieren kann. Dafür sind Leuchtturmprojekte geplant. Es gab schon eine Quickstart-Phase, wie wir sie genannt haben, in der bereits innerhalb kürzester Zeit von unterschiedlichsten Wiener Dienststellen ungefähr 270 Flächen eingemeldet wurden. Also Sie sehen das große Potenzial und auch wie hier die gesamte Stadt an einem Strang zieht und wirklich alle Dienstabteilungen auch nach Flächen suchen und sehr schnell eben wirklich schon viele Flächen gefunden haben, an denen Photovoltaik umgesetzt werden kann. Ja, und im ersten Quartal 2022 sollen dann die ersten Umsetzungen stattfinden. Hier noch ein Beispiel, was in der Stadt an Photovoltaik möglich ist, also zum Beispiel die Kombination von Begrünung, von Begrünungsflächen und Photovoltaik. Sie sehen da rechts oben am Bild die Kombination von einem begrünten Dach mit Photovoltaik und unten eine Pergola, die begrünt ist und Photovoltaik drauf hat. Die Stadt Wien, die fördert solche Anlagen speziell. Also die Stadt Wien legt hier einen Fokus darauf, dass solche Anlagen auch errichtet werden. Die nächste Folie. Ja, das Kombinieren auch an genutzten Flächen, wie schon erwähnt. Sie sehen hier oben eine U-Bahn-Station der U3 in Wien, die genutzt wird, um Strom zu produzieren mit Photovoltaik. Und unten sehen Sie Schallschutzwände, an denen Photovoltaik installiert ist. Also solche Chancen wollen wir in der Stadt Wien keinesfalls auslassen. Auch die Kombination von Photovoltaik auf Parkplätzen zur Überdachung von Parkplätzen hat in Wien ein großes Potenzial und soll genutzt werden.
von Firmen, die große Parkplätze besitzen. Auch hier hat die Stadt Wien Pläne, sie zu fördern, um hier zu forcieren, dass das gemacht wird und wir diese Chance auch nutzen. Ja, zum Thema Denkmalschutz gibt es einen Austausch zwischen der Stadt Wien und dem Bundesdenkmalamt. Wir sind in Gesprächen und wir schauen, was es für Möglichkeiten gibt, hier Photovoltaik auch an denkmalgeschützten Gebäuden, dort wo sinnvoll und machbar, zu installieren, damit wir hier auch alle Potenziale ausschöpfen können für Photovoltaik. Für die Aktivierung von Privaten und Betrieben, Sie haben gehört, 50 Megawatt Peak will die Stadt Wien jedenfalls machen. Wahrscheinlich werden es noch mehr werden. Da bleiben immer noch, sagen wir mal, 700 Megawatt Peak für die privaten Betriebe übrig. Das heißt, wir müssen die mitnehmen, wir müssen sie aktivieren, wir müssen sie finanziell unterstützen, wir müssen sie gut beraten. Und um all das zu gewährleisten, wird eben die Stadt nächstes Jahr ein Zentrum für erneuerbare Energien eröffnen, wo eben genau die Interessenten mit ihren Initiativen oder auch mit ihren Anliegen einerseits im Bereich der Förderungen, die möglich sind, auf Bundesebene, aber auch auf Stadtebene gut beraten sind, wo geholfen wird irgendwie bei der Planung, wo bei der Einreichung geholfen wird und wo, wenn Leute sich interessieren, ich hätte gerne eine Photovoltaikanlage, ich habe so ein Dach, was kommt denn da in Frage, einfach auch sehr viel über Innovation beraten wird. Das Ganze wird kombiniert der Anlaufstelle, die ja gemäß der EU-Richtlinie ein One-Stop-Shop für erneuerbare Energiegemeinschaften umsetzt. Also Wien muss das ja umsetzen, so wie alle anderen Länder innerhalb von Österreich auch, beziehungsweise auch alle anderen EU-Staaten. Wir sind da gerade dabei, die ersten Energiegemeinschaften einmal zu konzipieren, Interesse von Betriebsarealen, wo es das Interesse gibt, diese zu bilden. Da ist es noch ein bisschen zu früh, da gibt es noch keine Erfahrungen, wie das umgesetzt werden kann, oder da müssen wir auch erst die Erfahrungen sammeln. Also die Idee war eben, diesen One-Stop-Shop mit einem zentralen und auch umfassenden Zentrum für erneuerbare Energien zu kombinieren. Der Betrieb wird voraussichtlich im 2. Quartal 2022 starten. Ja, PV-Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist ein Thema, das uns auch sehr beschäftigt. Als wir diese PV-Offensive konzipiert haben, war das gerade im 2. oder im 3. Lockdown, wo die Wirtschaft am Boden gewesen ist und alles zu hatte. Und natürlich haben wir gesagt, also wenn wir so ein Programm ausrollen, was so einen enormen Impact hat, müssen wir uns auch diese Seite anschauen, weil die besten Ziele nützen nichts, wenn man weder die Wirtschaft noch die Fachkräfte hat, sie auch umzusetzen. Das gilt sowohl für die Energiewende als auch natürlich für die Wärmewende. Da kommen einfach sehr große wirtschaftliche und arbeitsmarkttechnische Umwälzungen auf, ich glaube, alle Länder der EU zu und auch auf alle Städte. Wir schauen uns deswegen diesen Bereich sehr genau an, machen Studien, schauen einmal, woher kommen die PV-Paneele, die in Wien gerade errichtet werden. Gibt es überhaupt genug? Gibt es die Möglichkeit eines zentralen Einkaufs oder einer zentralen Beschaffung? Was für Berufe braucht es, damit es von der Planung über die Einreichung zur Abwicklung, zur Installierung, für Elektrotechniker, die das Ganze dann auch noch ans Netz anschließen, einmal einen Überblick zu bekommen und auch einen Fachkräftemangel zu erheben. Und es wird so sein, dass die Stadt Wien wahrscheinlich auch hier eigene Ausbildungsschienen unterstützt oder auch sogar ins Leben ruft. Also das ist eine große Chance für den Arbeitsmarkt und ein wunderbares Zusammentreffen. Da sieht man sehr gut, wie das Soziale mit dem Klimaschutz eigentlich eine Chance für alle Seiten ist. Und wir wollen extra Förderschienen auch für Betriebe machen, weil die Betriebe sind von den Flächen her unsere größten Hoffnungsträger. Wir wissen, dass die größten Flächen haben, sei es in Form von Supermarktdächern oder Industriehallen, Lagerhallen oder eben auch Parkplätzen. Deswegen wollen wir hier die Betriebe ganz besonders unterstützen, weil es uns natürlich ein Anliegen ist, die großen Flächen zu schöpfen und wir uns nicht zu sehr in die kleinen Flächen verrennen wollen. Und
Wir möchten da nächstes Jahr auch anfangen, einen Solarpreis der Stadt Wien für innovative PV-Lösungen an Betriebsgebäuden zu lancieren, der dann jedes Jahr einen neuen Schwerpunkt haben soll und jedes Jahr neu vergeben werden soll. Das wäre von unserer Seite einmal grob ein Überblick, was sich die Stadt Wien vorgenommen hat und was so die Kernpunkte der Wiener PV-Offensive sind. Wir sind heuer ein bisschen dabei, so Grundlagenforschung zu machen, Flächenerhebung zu machen, die Flächen zu bewerten, wie viel Potenzial haben wir in der Freifläche, wie viel Potenzial haben wir auf den Dachflächen. Danach, also nach dieser Potenzialerhebung, unsere Förderung zu designen. Wir sind dabei, die Verfahren zu vereinfachen. Und wenn wir dann unsere internen Hausaufgaben gemacht haben, ist es das Ziel, nächstes Jahr wirklich sehr breitenwirksam mit großen Kampagnen und Veranstaltungen und wirklich einer guten Zielgruppenkommunikation in die Aktivierungsphase zu gehen. Damit wir das Ziel, das uns die Politik da vorgegeben hat, und wir alle sind natürlich sehr froh, dass es diese Ziele endlich gibt, auch gut umsetzen können. Ja, also wir möchten auch mit der Stadt Ljubljana uns austauschen zu diesem Thema. Ich glaube, es ist ein weltweites Thema, das in sehr, sehr vielen Städten jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ja, Netzwerken ist wichtig, voneinander lernen ist wichtig. Gerne würden wir erfahren, wie das andere Städte machen. Gerne sind wir auch bereit, uns mit anderen Städten auszutauschen. Man muss nicht alles selber neu erfinden. Und deswegen freuen wir uns, wenn das nur der Auftakt für einen regeren oder kontinuierlicheren Austausch war. Und unsere Kontaktdaten sehen Sie dort eingeblendet und wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen im Gespräch bleiben. Dann wünschen wir noch eine schöne Konferenz unter leider nicht so optimalen Bedingungen, Corona-bedingt, und sagen Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke sehr.